Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal ein, ich nenne es mal Werbevideo, weil es eigentlich mit dem, was ich normalerweise so mache, relativ wenig zu tun hat. Ich wollte schon lange so ein Körperüberwachungsgerät haben. Wieder ein Thema, mit dem ich mich halt null auskenne. Deswegen gibt es da einen ganzen ehrlichen und unverblümten Test von mir. Ich habe mir gedacht, ich brauche so einen Hightech-Ring, der alles überprüft. Mir war wichtig, Schlafüberprüfung, das war mir mal so das Wichtigste. Dann wollte ich so einen kleinen Überblick haben, was ich am Tag so treibe, wie viele Schritte man hat, wie sportlich man noch ist. Und ich wollte eine Pulsfrequenzmessung haben. Ich wollte so ein bisschen die ganzen Vitalwerte überprüfen können. Ich wollte eine Körpertemperatur haben. Und mir war noch recht wichtig, dass man den Blutsauerstoff misst. Und dann habe ich lang rumgeschaut und habe mir überlegt, ob ich mir jetzt so ein kleines Hightech-Ding hier kaufe. Dieser Ring ist von FitOrb. Wenn es einen Link gibt, verlinke ich euch das unten. Ansonsten schaut ihr halt einfach, wo ihr den günstigsten findet. Ich weiß, da gibt es dann immer so Partnerprogramme und so weiter. Da wisst ihr ja, dass mich das nicht wirklich allzu sehr interessiert, sondern ich möchte euch eine ehrliche Meinung und ein ehrliches Fazit dazu geben. Und das kommt halt in dem Video. Ich habe ihn auf eine andere Art und Weise getestet. Ihr wisst es ja, auf meine Art und Weise. Mal einfach alles, was ich so mache, mit diesem Ring. Und zwar, ich packe ihn natürlich auf die linke Hand, weil es natürlich praktischer ist. Aber ich hatte ihn auf der rechten Hand und habe an der rechten Hand wirklich alles gemacht. Axt werfen, schwimmen gehen, duschen, baden. Messer werfen, Stockkampf. Bogenschießen. Seht ihr nachher alles im Video. Das war mein Test zu den Vitalwerten und zu dieser App, die es dazu gibt. Die zeige ich euch nachher in der Nahaufnahme, weil sonst habe ich ein Problem mit dem Filmen. Die App ist kostenlos, sage ich gleich voraus, das war mir auch noch wichtig. Verbindung war super, also auch für jemanden wie mich, der nicht so wirklich der nicht so wirklich Freude an dem ganzen technischen Quatsch hat, war es total easy und ich bin ziemlich begeistert. Man öffnet hier praktisch die App. Dann fängt sie sofort an, sich zu synchronisieren. Sieht man an diesem kleinen Rädchen, was sich da dreht. Und dann hat man verschiedene Funktionen. Funktion 1 ist die Aktivität. Da sieht man mal so seine gesamte Tagesaktivität, die natürlich in der Früh noch nicht besonders hoch ist. Dann gibt es den Schlaf. Da ist eine komplette Schlafüberwachung drinnen, wo man auch auf verschiedenen Balkendiagrammen dann sieht, leichter Schlaf, Augenbewegung, Tiefschlaf und so weiter. Man sieht dann hier unten verschiedene Sachen, Schlafdauer, Einschlafdauer, durchschnittliche Herzfrequenz, natürlich den Blutsauerstoff. Dann hat man hier so eine 7-Tages-Übersicht. Als nächstes gibt es den Pulsschlag. Der misst alle 30 Minuten und man kann dann zurückgehen auf dieser Zeitlinie und gucken, zu welcher Zeit man welchen Pulsschlag hatte. Es zeigt einem den Durchschnitt an und das Maximum und das Minimum, was man so hatte, und kann hier bei Echtzeit-Herzfrequenz natürlich auch eine Echtzeitmessung sofort starten und die wird einem dann auch gleich angezeigt. Dann geht es weiter, dann gibt es hier den Sportrekord. Da hat man so seine Sportübersicht zu seinen verschiedenen Sportarten. Da ist leider Motorsäge und Messerwerfen und Axtwerfen nicht dabei. Dann gibt es hier die Körpertemperatur. Das habe ich euch ja schon erklärt. Das ist nicht wie ein Fieberthermometer, sondern es zeigt einem halt große Abweichungen in seiner normalen Körpertemperatur an. Dann gibt es HRV. Das ist so die Herzfrequenzüberwachung. Da macht er auch so jede halbe Stunde macht er eine Messung und zeigt einem halt dann seinen Durchschnitt,
die niedrigste und die höchste an und unten ist immer so ein kleines Tortendiagramm, wo man dann schauen kann, okay, ausgezeichnet oder gut oder schlecht oder niedrig oder wie auch immer. Dann gibt es hier den Blutsauerstoff und beim Blutsauerstoff ist es so, der sollte halt immer zwischen 95 und 99 liegen und da zeigt er ihm auch den Durchschnitt an und zu welcher Tageszeit man welchen Blutsauerstoff hatte und unten wieder das kleine Tortendiagramm, wo man dann sieht, ob man gut oder schlecht liegt. Dann gibt es den täglichen persönlichen Druck, das ist so ein Stressfaktor. Da ich natürlich in einem Früh gemessen habe, ist der Stress in der Nacht, da sollte nicht besonders hoch sein. Und dann gibt es unten wieder verschiedene Durchschnittswerte und dann zeigt es einem in diesem Tortendiagramm, zeigt es einem halt wieder an, ob er jetzt halt gut oder schlecht oder ob man was ändern muss. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wir haben zwei Modelle. Das eine Modell ist Neptun, das ist der hier, und das andere Modell ist Saturn. Der Neptun, der hat hier so eine kleine Hohlkehle drinnen und der Saturn, der hat hier in der Mitte nochmal so eine Linie und ist an den Ecken nicht ganz so scharfkantig. Also nicht scharfkantig jetzt im Sinne von, da verletzt man sich, sondern der ist halt noch ein bisschen abgerundeter. Der große Unterschied ist, dieser Ring, der Neptun, der misst die Körpertemperatur. Der Saturn, der misst die Körpertemperatur nicht. Das ist jetzt zwar nicht so, dass er jetzt sagt, hier, das sind jetzt genau 36,5 Grad, wie wenn man es mit einem Fieberthermometer misst, sondern er pendelt sich halt auf eine Temperatur ein, die am Finger, muss jeder selber schauen, was da seine Normaltemperatur ist, 24,9 Grad und dann merkt er halt natürlich, wenn es dann plötzlich irgendwie dauerhaft 2 Grad mehr ist, dann stimmt halt irgendwas nicht mehr. Das ist eigentlich das, was für mich der Hintergrund war, dass man einfach so merkt, passt eigentlich noch alles oder passt es nicht mehr. Es ist natürlich klar, wenn ich den ganzen Tag die Hand in der Hosentasche habe, dann hat es halt natürlich 37 Grad. Aber das ist ja nicht die Standard-Normaltemperatur, Fingertemperatur von einem selbst. Also so muss man das ein bisschen sehen. Es ist jetzt kein Fieberthermometer, aber man sieht, wenn einfach was mit der Körpertemperatur nicht mehr stimmt. Ja, wie ging das Ganze los und was hat mich jetzt zu diesem Ring hier entscheiden lassen? Es war Folgendes. Ich war mir nicht sicher, ob ich dafür überhaupt Geld ausgeben will. Der Ring kostet ungefähr ein Hunderter. Und ich muss ehrlich sagen, hätte es so einen Ring von Apple gegeben, hätte ich wahrscheinlich auch das 10-fache dafür gezahlt. Ja, das ist dumm, ich weiß, aber wahrscheinlich wäre es so gewesen. Wenn man sich so einen Ring kauft, der ist übrigens aus Edelstahl, dann möchte man natürlich auch, dass der vernünftig passt, ohne dass man das hin und her schicken muss und so. Das ist sehr umständlich. Und dann fand ich es hier cool und das ist, glaube ich, für mich auch das Hauptkaufargument gewesen. Da gibt es den Ring-Size-Tester, den schicken sie einem kostenlos zu. Und dann sind hier einfach mal 8 verschiedene Ringgrößen drinnen. Und das heißt, jeder kann hier ganz lustig mit den ganzen Ringgrößen dann probieren, wie sie einem passen. Und dann mal schauen, wo man den eigentlich auch tragen will. Man kann den mal so einen Tag lang ausprobieren und sagen, okay, da an dem Finger ist es totaler Mist, am Daumen ist es ja auch eigentlich saublöd, so einen Ring zu haben. Und dann probiert man halt aus und dann habe ich mich für die Ringgröße 10 entschieden. Habe den Tag lang getragen und habe beschlossen, dass das was für mich ist. Ja, das kann man behalten. Und dann kommt der Ring von FitOrb. fitorb.de. Eine weitere Kaufentscheidung für mich war, dass es, glaube ich, die einzige Firma ist, bei der ich ein Impressum gefunden habe, ein deutsches. Und das ist halt dann doch beruhigend. Da ist eine kleine Box dabei, wo man den Ring reinlegt, eine kleine Schatulle, da ist ein kleines Ladegerät dabei, das hat hier auch nochmal so einen Magnetschalter, dass man das praktisch auch hier über USB an einem beliebigen Gerät aufladen kann. Dann ist diese kleine Schmuckschatulle drinnen, die auch hier so einen USB-C-Anschluss hat. Und das Coole ist, wenn die geladen ist, dann lädt dieses Teil, man sieht hier recht schön, den Ring auch ohne, dass es eingesteckt ist. Er lädt brutal schnell, ist klar, hat ja auch keinen riesen Akku drinnen. Der Akku hat bei mir, und ich habe wirklich viel damit rumgespielt, also immer wieder am Handy, auf der App, alle möglichen Werte gecheckt und so weiter, hat er 6,5 Tage gehalten. Also das ist realistisch. Die Sensoren, die sind ja alle auf einer Seite. Also die Hälfte vom Ring hat Sensoren und diese Sensoren, die nimmt man natürlich nach unten. Ja, so viel mal zu dem technischen Quatsch.
Im Alltag habe ich ihn richtig hart getestet und er schaut immer noch schön aus. Also er hat jetzt keine Kratzer, es ist tatsächlich Edelstahl. Ich habe damit einen Haufen Sport gemacht und wollte halt jetzt einfach nicht die gängigen Sachen machen, die jeder macht, dass man ein bisschen rumjoggt, schöne Strandbilder, sondern ich wollte halt einfach diesem Ring einen Härtetest geben, dass man sieht, okay, schau mal her, wenn du jetzt einfach ein bisschen gröber im Outdoor-Bereich unterwegs bist und magst am Abend gucken, was hast du denn jetzt geschafft, wo waren denn deine Blutwerte, wo waren denn deine Herzfrequenz, wo ist denn deine Temperatur gewesen? Das ist für mich interessant. Ja, alles andere könnt ihr in anderen Videos nachschauen. Da gibt es genug irgendwelche, die das dann am Strand von Mallorca getestet haben und dabei ein Kaipi getrunken haben und dann gesagt haben, der Ring, Fit Orb, total super. Und dann war das der Test. Nein, bei mir war der Test richtig hart. Und hat er bestanden. Also das Wichtigste ist, die App ist kostenlos. Ja, liebe Mädels, wenn ihr eine Zyklusüberwachung haben wollt, dann müsst ihr den Neptun nehmen, weil der Saturn hat keine Temperaturüberwachung. Und ohne Temperaturüberwachung, glaube ich, ist es mit dieser Zyklusgeschichte nicht ganz so einfach. Oder unmöglich wahrscheinlich. Wasserdicht, staubdicht nach IP68, glaube ich, heißt diese Norm. Das habe ich ausgiebig getestet. Robust ist er, kann runterfallen, kannst mit in die Badewanne nehmen, kannst die Hände mit Seife waschen, kannst die Hände mit Reinigungsmittel waschen, hat ihm alles bisher nichts ausgemacht. Kannst in der Erde drin rumwühlen, bei mir hat er diese Tests alle überstanden. Dann gibt es trotz diesem tollen Teil hier, ich weiß nicht, wie man das, wenn man sowas hat, versauen kann, aber es gibt anscheinend doch ein paar, es gibt einen kostenlosen Umtausch, wenn man dann doch die falsche Größe erwischt hat. Es kann ja sein, dass man so innerhalb vom ersten Tag, wenn man diesen Ring trägt, gleich 25 Kilo abnimmt, dann passt er natürlich nicht mehr. Mein Test bei den Sportarten ist natürlich ein bisschen anders gewesen, weil mir war wichtig, dass ich diesen Ring bei meinen Sportarten tragen kann. Nicht beim bisschen am Strand entlang joggen oder bei sonst irgendwas, sondern in den Bergen, Axt werfen, beim Arbeiten, wenn es die Motorsäge in der Hand hast. Das ist halt so das, was für mich wichtig war. Ja, Wearable Technologies. Bei mir war bisher Wearable Technology meine 440er Stihl Motorsäge und vielleicht meine 9 mm Sig Sauer. Ansonsten habe ich mich mit Wearable Technologies noch nicht so wirklich beschäftigt. Alles in allem mein Fazit, das ist ein cooler Ring. Der wird dem gerecht, was ich brauche. 100 Euro, denke ich mal, ist er bestimmt wert. Es gibt immer so Rabattaktionen, da kostet er wahrscheinlich noch weniger, dann soll es ja da zuschlagen. Und für mich war einfach wichtig, dass er halt robust ist, dass er mich nicht stört. Und es ist einfach so, ein Ring am Finger, der stört immer. Gell, liebe Mädels. Aber darüber hinaus ist es so, dass er einen Tragekomfort hat. Bequemer ist wahrscheinlich der Saturn. Mehr Funktionen hat der Neptun. So habe ich das zumindest verstanden, was da in der Beschreibung gestanden ist. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit so einem komischen Test hier nicht komplett vor den Kopf gestoßen, aber ich denke mal, dass das für den einen oder anderen gar nicht so uninteressant ist, wenn man wirklich so ein super kleines Überwachungsgerät hat, was einem doch einiges an Gesundheit wieder zurückgibt. Und vor allem finde ich dieses Schlaftracking extrem interessant, dass man wirklich seine Wachphasen, seine Schlafphasen und dass man dieses ganze Zeug 1:1 sich in der Früh anschauen kann. Und am Abend so ein bisschen gucken kann, wie effektiv war denn mein Tag, was einen dann so ein bisschen weiter pusht und einem immer wieder so einen Schub gibt und sagt, hey, heute schaffe ich meine 20.000 Schritte auch. Und dann kommt man sich nicht vor, als wäre man nur so ein bisschen irgendwo in der Gegend rumspaziert, sondern man sieht, okay, cool, 20.000 Schritte habe ich geschafft, das ist zwar nicht viel, aber es ist ganz cool. Und ich habe meine 210 Kalorien verbraucht oder wie auch immer, das ist mir jetzt relativ unwichtig, aber das zeigt dann natürlich auch an den Kalorienverbrauch. Ja, das war mal wieder ein ganz anderes Thema für euch. Meine Begeisterung hat er. Kauft kein Glump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Das hier ist meiner Meinung nach kein Glump, sondern es erfüllt auf jeden Fall mal seinen Zweck, auch wenn es so ein winziges Ding ist, wo ich mir schon ganz komisch vorgekommen bin, da ein Video über sowas hier zu drehen. Was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Gell? Schlaft's nicht ein, macht's ein bisschen was, seid aktiv, lasst euch nicht ärgern, glaubt's nicht alles, was ihr hört. Für euch.